Und somit Chris zurück zu Project Cars. Ich habe das Spiel schon seit Release, beziehungsweise jetzt vor kurzem hat es mir ein kleines Angebot gegeben auf der Xbox One und ich möchte jetzt nochmal reinschauen. Ich habe es auf der PlayStation 4 damals schon gespielt mit Lenkrad, leider ist mein Lenkrad zurzeit kaputt und da muss ich schauen, was ich machen kann. Ich möchte mir zwar deswegen nicht unbedingt ein neues kaufen, nö, ich werde es mit dem Controller versuchen. Ich habe schon ein paar Runden probiert. Es ist mit dem Controller nicht unbedingt einfacher, aber eine Herausforderung, sagen wir es jetzt einmal so. Wir werden uns übers Spa bewegen, 2 Runden, mit einem LMP1-Wagen. Hat seine Gründe, dazu werde ich aber später mehr dazu sagen. Weißt du was, wir probieren es einfach einmal, 2 Runden. Und danach werden wir sehen, wie es weitergeht. Genau, in den kommenden Tagen sollten ja noch einige Demos kommen. Insgesamt noch 2 von Rennspielen, die eher in die realistischere Schiene geht. Kurzer Blick. So, die Musik ist relativ rocklastig, aber nicht schlecht. Und wir starten jetzt einmal. 4,3 Meilen und 20 Kurven. Spa-Francorchamps sollte eigentlich jeden Menschen ein Begriff sein. Eine wunderschöne Strecke. Heuer 2023 werde ich beim WEC-Rennen der 6 Stunden von Spa dabei sein. Und auf das freue ich mich schon riesig. Jetzt am Wochenende vom 11. und 12. März ist ja der Prolog ausgetragen worden. Toyota, Ferrari, Peugeot, Cadillac, Porsche und die 2 kleinen Fanwall und Klickenhaus sind dabei. Insgesamt sind glaube ich 11 Hypercars unterwegs. Und nächste Woche ist dann das erste Rennen, die 1000 Meilen von Sebring. Also da bin ich auch schon irrsinnig gespannt, wie es da weitergeht. Wir fahren jetzt einmal. Natürlich, Helmond-Sicht ist das geilste überhaupt in dem ganzen Spiel. Nur das Controller-Layout muss ich noch ein bisschen ändern. Da habe ich ein bisschen einen kleinen Schaßdraht. Alter, der Sound. Ja, so nicht. Nein, das Controller-Layout muss ich ändern. Ja, wie gesagt, werden da jetzt mal 2 Runden dran auf die Schnelle. Und danach. Uah! Sollte es irgendwann einmal zu einem Let's Play davor kommen, von den ganzen Quagel da, möchte ich das aber anders gestalten. Aber wie, das weiß ich nicht, das sage ich dir dann, wenn es soweit ist. Jetzt genießen wir mal den Sound. Bah. Also wie du siehst, es ist nicht unbedingt einfach, aber es macht irgendwie Spaß. Keine Ahnung. Ich habe das jahrelang schon einmal gespielt. So.
die Rouge. Ja, sorry, ich bin gerade ein bisschen vor diesem Sound aufgegeilt. Ah, der rutscht so schnell weg. Ich muss nämlich jetzt unser Layout wieder nehmen für den Controller, da bin ich besser zusammengekommen. Ich hab da nämlich immer ein bisschen probiert, weißt. Hoppala! Ja, wie du siehst, ich hab alles da. Realistischen Schaden und so werden wir dann auch später im weiteren Verlauf des Let's Plays, wenn eines kommen sollte, so werden wir das Ganze dann auch beibehalten. Also wie du siehst, schön, jetzt haben wir einen Motorschaden. Geil! Also dann, mit diesem Motorschaden verabschiede ich mich. Und wenn später ein bisschen mehr kommen sollte zu diesem Spiel, dann bist du der Erste, der es erfahren wird. Bitteschön, unser Eimer hat einen Schrotthau. Unser Eimer hat nun Schrottwert. Bis zum nächsten Mal. Baba.